Servus Leute, hier ist Studenten. Hier ist Goldfinger. Und Immer noch. wir spielen die nächste Mission, schlechte Diplomatie. Haben wir nicht vereinbart, dass du jetzt die Pussy Galore bist? Was? Haben, enthält 9 Fiolen mit menschlichen Blutproben sowie Fotos der britischen Botschaft in Rumänien. 8 der Fiolen waren mit den Initialen der Industrienationen versehen. Auf der letzten Fiole stand Griffin. Die Durchsuchung der Datenbank führte zu einem Mann namens Reginald Griffin, der als britischer Diplomat in Rumänien tätig war. Griffins Verhalten war Thema eines internen Berichts des Außenministeriums. Er schien davon besessen zu sein, einen Sicherheitsraum in der Botschaft zu bewachen, für den er allerdings nicht zuständig war. Wir möchten, dass Sie in Griffins Sicherheitsraum eindringen, herausfinden, was er versteckt hält und sich Zugang zu seinem Computer verschaffen. Da er ein Diplomat von hohem Rang ist, handelt es sich um eine äußerst geheime Ermittlung. Das Ausmaß dieses Komplotts ist uns nicht bekannt, also trauen Sie niemandem. Vergessen Sie nicht, dass die Wachen nicht verdächtig sind und nicht gefährdet werden dürfen. Ich habe Ihnen außerdem eine Pistole besorgt, mit der Sie Betäubungspfeile auf die Wachen abschießen können, ohne ihnen zu schaden. Mit der Q-Brille finden Sie selbst geheime Türen und Luken. Britische Botschaften verlassen sich voll und ganz auf diese Sicherheitsmaßnahmen. Alles klar, also wir haben jetzt Betäubungswaffe, Q-Brille, wir sind voll ausgestattet, das wird eine Schleichmission anscheinend. Ich spiele jetzt dieses Mal. Und wir haben uns überlegt, eventuell noch Nightfire und vielleicht sogar auch mal Liebesgrüße aus Moskau zu spielen irgendwann. Das wäre cool. Wenn ich sie besorgen kann, günstig. Auf der PlayStation 2. Ich glaube, die Gamecube-Versionen sind teurer. Sahen aber auch besser aus von der Grafik her, ne? Mhm. Auch nur ein Ticket. Wie geschmeidig der aussieht. Ja. Das ist irgendwie, die haben die Lizenz von Brosnan gekriegt. Und haben dann irgendwie versucht, aus allem Enner zu schaffen. Ja, gut. Ich muss gerade mal gucken. Irgendwie. Hier kann ich die Faust einsetzen. What the fuck? Ach, ein Schalldämpfer oder ist das im Nee. Spiel leise? Ich kann nichts machen. Okay. Ich glaube. Ach, auf X lädt nach. Habe ich gerade gemerkt. Oh. Doofen kannst du, glaube ich, Goldwurf kriegen. Echt? Mhm. Betäubungsgoldwaffe. So, direkt außer Gefecht gesetzt. Ich will gerade mal gucken, die Cube-Brille. Na? Ich glaube sogar, du kriegst in dem Level dann auch die Gold-Betäubungswaffe. Wenn ich es richtig anstelle, ne? Ja. Ah, guck mal, ich kann die Brille anlassen. Ja, die tut Energieverbraucher, siehst du, da Ja. so eine Brille verwandelt sich in eine Lesebrille gestellt. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, was du da noch mal machen musst, ne? Ich weiß es auch nicht. Wir können ja aber schauen. Und zwar Einsatzziele im Privatbereich im oberen Geschoss einbrechen. Oh, ich bin ohne. Das ist schon mal nicht so gut. Ach, guck mal da. Warum nimmt man nicht den Aufzug? Ja, ich bin nur mal gespannt, weil Nightfire habe ich selbst zum Beispiel nie gespielt. Und Liebesgrüße aus Moskau wusste ich auch gar nicht, dass das umgesetzt wird. Also, eins kann ich sagen, das Nightfire ist nicht schlecht, aber es ist halt, ja, auch wieder ein Lizenzspiel. Und es ist nicht so ganz so gut wie das. Also Agent im Kreuzfeuer gefällt dir persönlich besser? Ja. Liegt einfach daran, ja, die haben dann den Pierce Brosnan gekriegt, ne? Die Grafik, die war um einiges besser. Also da gab es schon richtige Details und sowas. Aber alles in allem fand ich es ein bisschen zu viel. Zu viel, okay. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich spring mal da raus. Ich versuch's gerade. Ins Zimmer. Der einzige Weg führt nach oben. Genug Munition haben wir auch. Also es sieht jetzt nicht so aus, als ob das ein Problem wäre.
guck, geh mal auf die Objectives bitte. Ah, wenn du schieße oder die Kreistaste drückst, wechselt er sofort aufs Gadget, was rechts ausgewählt ist, oder auf die Waffe. Also wenn du Kreis oder R1 drückst. Objectives. Gut, das erste ist jetzt... Nee. Ist noch gar nichts gemacht. Wahrscheinlich erst, wenn ich hier drin bin. Ja, Einsatzziel erreicht. Ist das ein geiles Bild? Guck mal, so ein fetter Knopf auf dem Rechner. Passwortgenerator benötigt. Habe ich sowas dabei? Nee, ne? Nee. Gut, dann halt nicht. Hier ist auch nichts Geheimes. Das wäre bestimmt alles heutzutage in einem Smartphone verarbeitet. Das wäre alles in einem Smartphone, aber hallo. Mit Apps. Die Bond-App. Aber wenn mal das mobile Internet ausfällt, dann hat er ein Problem. Dann ist vorbei. Dann ist vorbei mit dem Spaß. Jetzt habe ich ein Problem. Ich bin jetzt zwar schön hier hochgekommen, aber ich glaube, mir fehlt das Zeug, was ich brauche. Ah. Und jetzt siehst du durch den Schatten, dass die eigentlich einen Schwanz hat. Jetzt fällt da runter. Siehst, das ist jetzt auch aus dem Bond-Film, aber aus der Parodie aus Austin Powers. Ah, guck mal da. Die ist sehr muskulös, ne? Das hier sind Privatunterkünfte. Entschuldigung, Miss. Ich gehöre zum neuen Sicherheitsteam. Sieht so aus, als wäre ich falsch abgebogen. Wirklich? Soll ich Ihnen den Weg zeigen? Glaubst du, die hat er jetzt flachgelegt? Sicherheitskarte gefunden. Der hat doch die jetzt flachgelegt, oder? Um an die Sicherheitskarte ranzukommen. Ich weiß es nicht. Wer hätte damit gerechnet? Weißt du, wie der aussieht? Sieht aus wie ein schlecht gelaufenes Kennst du noch Freitag der 13., Freddy Goes to Hell? Mhm. Da gab's doch den Schwarz. Nein, Sir. Ja. Genau so sieht er aus, bloß mit Ihre grauer Augen Haar. lügen nicht. Unglücklicherweise bin ich das Letzte, was Sie überhaupt sehen werden. Schießen in den Kopf. Mit dem Betäubungsgewehr. Direkt in den Kopf. Ja. War zwar nicht der Kopf, aber es hat funktioniert. Ich will mal gucken, die Q-Brille hat mir bis jetzt noch gar nichts gebraucht, ne? Nee. Vielleicht hättest du in der Filmsequenz auch haben müssen mit der muskulösen Frau. Die hat die Sicherheitskarte gesehen. Vielleicht. Da hat die bestimmt flachgelegt. Das lässt jetzt keine Ruhe, gell? Nee, das ist der Bond. Trotz unseres Rückschlags in Hongkong werden unsere Pläne dadurch nicht gestört. Sie müssen unsere fehlerhafte Ware an Marprev Industries in die Schweiz liefern. Fliehen Sie aus der Botschaft, alles klar? Was gibt's denn noch für Objectives? Keine Ahnung. Oh, der hat mich gesehen. Ich glaube, kein Alarm auszulösen. Gut, ich habe aber auch noch keiner ausgelöst, ne? Nee, aber das kann dir jetzt passieren. Kannst du das irgendwie mit deiner Q... zieh mal jetzt die Q-Brille auf. Guck mal, ob du da irgendwo Schalter oder irgendwas siehst. Aber pass auf den Typ obacht. Gott, ist das geil, dass du dann so... Alle erwischt. War da ein Alarm? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass da ein komischer Weg ist. Das ist echt toll, dass du deinen Zero Gravity Sprung hast. Ja, der ist Hammer. Konntest du voll über den Laser gleiten. Ich hoffe, ich bin jetzt auch ohne. Wie gehen wir jetzt raus? Am besten durch die Tür. Und tschüss. Ja. Also man hat jetzt gut durchrennen können, sage ich mal. Saubere Sache. Alle Feinde erledigt. Ja, sieht gut aus. Silberne Medaille reicht mir vollkommen. Leute, nächste Mission, kühler Empfang. Der Kai spielt.
Schockierende Neuigkeiten. Wir führten an dem Mann, der Sie in der Botschaft angriff, Tests durch. Er war mehr als nur ein Betrüger. Er war ein genaues genetisches Duplikat Griffins. Kurz gesagt, ein Klon. In der Nachricht, die Sie von Griffins Computer aus erhalten haben, wurde eine Firma erwähnt, Malprev Industries, mit Sitz in der Schweiz und führend in der Biotechnologie. Dies unterstützt den Hinweis, dass die Firma in die illegale Förderung menschlichen Klonens verwickelt ist. Bond, Ihre Mission lautet, in Malprev Industries einzudringen und belastende Informationen zu sammeln. Sie werden als der Journalist Somerset auftreten, der einen Interviewtermin mit der Firmeneigentümerin und Geschäftsführerin hat. Befinden Sie sich im Gebäude, suchen Sie nach Hinweisen auf Malprevs Pläne. Für diese Mission stellen wir Ihnen eine Mikrokamera für empfindliche Materialien zur Verfügung. Ihren QN-Schlüssel können Sie nutzen, um sich in Malprevs Zentralcomputer einzuloggen. Mit der Q-Fernsteuerung können Sie elektronische Signale aufnehmen, die dann verwendet werden können, um den passenden Computer fernzusteuern. Ich bin jetzt mal gespannt, kühler Empfang, mit deinen neuen Gadgets. Wie das jetzt wird. Mr. Somerset? Hier entlang bitte. Ich fürchte, Ihr Interview mit Miss Malprev verzögert sich etwas. In der Zwischenzeit können Sie ja den Ausblick genießen. Fuck me und fuck you. Genau. Scheint mir auch so. Hast du die Crisis-ähnliche Effekte auf deinem Arsch gesehen? Aber die hallo. Lichteffekte. Oh, die will er haben. M, ich habe Adrian Malprev getroffen. Sie war in der Botschaft in Rumänien. Sammeln Sie Ihre Informationen, 007. Sie haben nur wenig Zeit, bevor Sie feststellen, dass Sie weg sind. Finden Sie Ihre Beweise und verschwinden Sie, bevor Sie eingesperrt werden. Ich glaube, die hat er schon gehabt. Alles klar, du hast auf jeden Fall ein Zeitlimit. Oh oh. Alter! Sicherheitsdienst! Es gibt einen Eindringling. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Ich glaube, jeder, der dich aufmacht, holt Gegner her. Boah! Wechsel halt mal die Waffe. Geht nicht. Ah, jetzt. Das war nix. Also so macht man's nicht. So macht man's nicht. Drück's gleich weg. Okay, Schalldämpfer brauchst du nicht unbedingt, denke ich. Oder doch? Es war aber irgendein Knopf muss ich drücken. Jo, pro Knopf machst du der auf. Ja, das war der falsche. Hast du gehört? Ja, erledigst du aber gleich, bevor du den nächsten Knopf drückst. So, lauf drüber, dann hast du die Schrotflinte gleich. Sicherheitsdienst! Es gibt einen Eindringling. Lassen Sie ihn nicht entkommen. So wird's gemacht. Jetzt kommt die nächste. Nicht ganz. Ja, der Alarm wird ausgelöst. Egal. Musst du Pad ein bisschen hochheben, das mit Biere. Ja. Oh, das ist ein Wir schwarzes sollten Loch. Mr. Somerset nicht herzlich willkommen heißen. Gut. So. Gut, dann vermute ich. Wir müssen durch die Mitte raus, denke ich. Drück nochmal den mittleren Knopf. Oder der noch auf? Der ist noch auf. Renn doch vorne raus. Soll ich nicht noch links drücken? Nee, dann kommt die nächste. 007, die Zugangskarte für das Zentralcomputersystem muss funktionieren. Ah, jetzt kann schon der Rechner. Ich vermute wieder der in der Mitte. Oder auch nicht. Ah. Ich nehme mal wieder mal. Du kannst den Laser nehmen und durch den Schacht gehen. Das Satellitenbild müsste klar zu sehen sein. So,
Sauber. Ich glaube, du musst links entlang. Denkst du, kannst du rausschießen? Sauber. Was ist denn passiert? Was ist denn da los? What the fuck? So, jetzt den Laser nehmen und dann geht's rund. Jawohl, nee, jawohl, ja, nee, jawohl. So, Das- oh, ein Modell von einem Modell eines Gebäudes. Schieß doof. Nehmen. Muss neu springen. Egal, man, der Raketenwerfer war's wert. Ah. Du musst die Waffe wechseln, mit der Waffe kommst du nicht weit und viele Gegner. Ja, schieß, schieß! Alter, 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 Alter. Der hat jetzt wieder Energie gekostet. Wir hätten einfach von der anderen Seite neu gekonnt. Sie müssen hier raus. Ich glaube, du... Wow. Ich glaube, du laufst zurück, ne? Das ist interessant. Kommen da noch Assis gerade? Nee, fotografier das mal mit der Q-Kamera. Ja, hatte ich gerade vor, aber... Ja. Ich bezweifle, dass du jetzt zurück musst. Ich will irgendwie Heilung. Das wird schwer. Geh durch die DR, machst alle platt. Halt, da sind Pläne. Die musst du alle mal fotografieren. Nicht bewegen! Das ist der Hauptding. Nimm den Aufzug, nimm den Aufzug. Gibt's da Checkpoints oder so? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber deine Zeit ist gerade auf 15 Minuten wieder hochgesetzt worden. Hey, du! Hey, du. What the fuck? Warum? Ah, ich glaube, der war kugelsicher. Da ist die West rechts. Ist da noch irgendein Geheimgang? Nee. Gut, wenn jetzt aller Haupt, dann versuche ich mal jetzt Drück mal X. Ah, da hat schon der Lenschen noch geladen gerade eben. wie ein Agent vorzugehen. Und lauf erstmal um die Ecke. Oder soll man den Alarmknopf betätigen? Nee, los mal. Mal gucken, was passiert denn? An den Dinger musst du irgendwas machen, oder? Ja. Ich will aber jetzt erstmal gucken, ob es safe ist. Ja, sieht gut aus. Brauchst nur den Q-Entschlüsseler. Da liegen Granate rum, ist auch schön. Muss man das vielleicht? Ach, Nee. Kannst du mal probieren, aber ich glaube nicht. Ah doch, gut. Ah, jetzt haben wir auch ein Modell Jo, ist doch egal. vergessen. Da ist ein Gegner rechts. Ja, jetzt ja. Was ist dann da los? Wähle mal den Entschlüsseler aus. Ja. So, und auf Kreis kannst du jetzt immer einsetzen. Download war damals noch voll das coole Wort. Download abgeschlossen. Boah, ein Download. Alter. Der ganze Tag. War's das nicht?
Ah, da ist noch eins. Ich glaube, du musst das Knöppel da links drücken. Gut, 007. Und jetzt raus hier. Ich glaube, ich stehe die Waffe wechseln. Wenn jetzt wieder ein Alarm kommt und du stehst wieder da mit deiner Walter. Das sieht doch gut aus. Gell? Ach, das war's schon, oder? Ich weiß nicht. Oder kommt noch ein Highlight? Highlight. Ich bin gespannt. Auf alle Fälle Ziel nicht auf den Körper, das bringt nichts. Ja, der Körper bringt nichts, das habe ich gemerkt Die gerade. prallen ab, als wäre es Juggernauts. Ja, der Anfang, wo du mit dem Maschinengewehr ewig geschossen hast, was war denn das? Ich hab keine Ahnung. Das war nur total blöd. Ah, Zeit für die Kralle. Oh, ich glaube, ich weiß, was das für ein Level ist. Ich glaube, dafür haben wir ewig gebraucht. Mist. Kreis, drück einfach Kreis jetzt. Ja. Die Steuerung ist ein bisschen komisch, sich daran zu gewöhnen, dass du das umstellen kannst direkt. Mhm. Wie gesagt, für Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben, im Part 2, wir hätten die Steuerung auch umstellen müssen. Weil das mit dem Strafe ran und so ziemlich... Halt, komm da links. Der Schacht. Probier mal die Krall einzusetzen, ob das geht. Ja, das geht, glaube ich. Ach, da oben ist ein... ja. Glück gehabt. Ja, du musst dabei dann nach hoch drücken, damit er da... Damit er auch klettert, oder was? Ja. Scheiße. So, und ich würde vermuten, guck mal raus aus dem Gitter, rechts. Ja, selbst wenn du das hier öffnest, du kommst mit der Krall nicht hin. Du musst weiterlaufen. Ja, Leute, wenn ihr noch Nightfire sehen wollt, oder Liebesgrüße aus Moskau, sagt Bescheid, ich bin echt am Überlegen, die noch zu holen, weil das so schöne, nostalgische Gefühle sind. Die wir... Wow! So, nu. Nu fragt er, jetzt müssen wir durchs Level. Schalten aus. Fuck. Ach, zum Glück. Nimm eine große Waffe, holst sie alle weg. Ist so groß jetzt auch nicht. Wow, 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 wow. Ach, schon wieder so dramatische Musik. Jetzt fühle ich mich wieder gehetzt. Ah, hat das jetzt sein müssen? Dumme Schnuff. Rechts, rechts, rechts. Dass denn ihr Gesicht das so viel Munition fressen? Die Waffe ist nichts auf Entfernung. Soll ich aber sagen, die Waffe ist so oder so nichts. Oh Gott, ist das blöd. Schau ab. Ja, dann haust du aber in die falsche Richtung ab. Du haust dann der Anfang zurück ab. Du willst mir sagen, dass du da noch Orientierung... Da rechts, 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 rechts. Stopp. Da musst du noch. Die Türen der Basis sind verriegelt, Bond. Sie werden einen anderen Weg finden. Du nicht vergessen. Und dann links. Genau. So ist richtig. Was ist denn das links? Schade. Ich hätte jetzt gedacht, du löscht irgendwas aus, aber naja. Du kannst mit dem Laser nicht killen. Schade.
Bond, benutzen Sie Ihre Q-Fernsteuerung für die Schalttafel. Das müsste die Türsperre aufheben. Ah ja. Oh, fuck. Was? Oh! Ohne diese West, ne? Ich überlege mal gerade, wo es sicher war, wer lang zu gehen. Wechsel die Waffe. Das hat funktioniert. Renn runter, renn noch links und sammel die Wäsche ein. Gut dann. Alter, 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 Alter. Bond ist hier. Also ein bisschen blöd ist. Ich meine, gut, so groß sind die Levels nicht, aber dass du nicht angezeigt bekommst, wo du hin musst. An so einem Hut oder so, das wäre ganz gediegen gewesen. Ich nehme an, du musst doch rechts rein, wo die rausrennen. Oder die Treppen auf. Habe ich die West schon eingesammelt? Ja, brauchst du. Schlag sie nieder. KS7. So, jetzt nehmen wir die Defender. Oh. Links? Ja. Nee, das ist falsch. Du musst, glaube ich, In die der. da hinten an das grüne Licht. Darfst du wieder dein schönes Gadget verwenden? Und Ihre Q-Fernsteuerung ist jetzt programmiert, diese Tür zu öffnen. Seien Sie vorsichtig. Du darfst ja erst drücken, wenn er gesprochen hat. Ja. Ah, siehst du? Der hat denn alles verkauft. Halt! Alter! Was war denn das für ein Larry? Der sein Gesicht war gepanzert. Verfolgt ihn, bevor er die Bahn erreicht. Oh, ich muss unbedingt die Vibration ausschalten. Oder du musst die Hand ein bisschen heben. Aber ich sehe es am Mikrofon, dass ich das dann wahrscheinlich so... Alter, aus der Entfernung Mitte Shotgun weggesnipert, was geht ab? Wobei der Sniper im ersten Level besser war. Das Straßenbahnkabel, Bond. Es ist Ihre einzige Chance. Wo ist denn da Straßenbahnkabel? Dort der Hake oder was? Ja, liegt da noch irgendwo was? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann drücke ich jetzt die Drück der Action-Taste. Action-Knopf. Ah, wir haben es geschafft. Mission beendet. Und wie gut. Super gut. Wir haben, wie lange haben wir gebraucht? Jo, 15 Minuten. Das Boah, geht guck mal, noch. 28% Genauigkeit der Waffe. Jo, dumm. Scheiß drauf. Schönes Bronze ist auch nicht schlecht. Leute, wir speichern und ich stelle die Vibration mal aus. Die in der Schweiz gefundenen Daten enthalten eine Datei namens beschädigte Ware. Es handelt sich dabei um ein Codewort für die Wissenschaftlerin Dr. Natalia Damesco, die früher für Malprave gearbeitet hat. Dr. Damesco ist mit einem Datenchip entkommen, der Informationen zum sogenannten Poseidon enthält. Aus Angst um ihr Leben hat sie in der britischen Botschaft in Rumänien Schutz gesucht. Es gibt einen Hinweis, dass Malprave Carla den Schakal beauftragt hat, in die Botschaft einzubrechen und Dr. Damesco zu kidnappen. Bond, Sie müssen Dr. Damesco davor schützen. Ich habe ein Zimmer in einem Apartment auf einer der oberen Etagen organisiert. Sie müssen sich aber an einem Heckenschützen auf der Straße vorbeischleichen. Ich gebe Ihnen ein Gerät, mit dem Sie in die Botschaft eindringen können.
Alles klar, es geht weiter mit Nacht des Schakals in Rumänien. Ja. Was In ist der Karpate. Karpate? Was ist eigentlich so dein Moment, Katzi? Bond, Malprave wird einen direkten Angriff auf die Botschaft versuchen. Ihr Ziel ist Dr. Natalia Damesco, die früher für Malprave gearbeitet hat. Sie hat einen Datenchip, der die Lage des sogenannten Poseidon bestimmt. Sorgen Sie dafür, dass Dr. Damesco nicht gefangen genommen wird. Haupt, was ich fragen wollte, ist, was ist eigentlich so dein Lieblings-Bond-Film? Goldfinger. Goldfinger. Das ist der beste. Oh, was geht denn hier ab? Alter! Du legst das Hellgeschütz an, wenn du dich vorbeischleichst. So. Ja, ja. Ich frag mich, wie ich mich schon schleichen soll. Ja, du hättest quasi nicht mit dabei rennen dürfen. Doch, natürlich. Das geht trotzdem. Pass mal auf, ich hol den jetzt da runter. Das Arschloch. Zack. Zack. Erledigt. Ey, das ist ja Call of Bond oder was? Ist ja abartig, was hier abgeht. Bond, die Terroristen Ja, bewachen die Botschaftsgebäude, Vorderseite oder? des Gebäudes und haben zivile Geiseln genommen. Sie werden einen anderen Weg nehmen müssen, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Benutzen Gut, Sie das anderen System Weg auf der nehmen. anderen Seite der Botschaft. Mehr wollte ich nicht wissen, die Frage ist nur wie. Du machst doch so wie das klar wird. Ja, irgendwie muss ich mich hier hochcrawlen, aber ich weiß nicht wie. Ja, da hinten irgendwo, weil du musst dich ja eigentlich an dem Heckschütze vorbeischleichen. Das habe ich schon jetzt geschafft. Mhm. Ja. Ich vermute, dass ich mit der Krall irgendwo... Geh mal links. Ja, du musst schon irgendwie hoch oder so gucken, gell? Okay. Guck mal da. Wir müssen von hinten rein. Oh Gott. Oh Gott. Ist ja gut. Ist ja gut. Meine Fresse. Da musst du rein. Da muss ich rein. Genau. Wird erledigt. Hui. Ja, James Bond Goldfinger, das war die Drittverfilmung. Ich glaube 1964 oder so. Mhm. Mit dem Sean Connery und mit dem legendären Gerd Fröbe. Also das erste Mal war es ein Deutscher, der Bond-Bösewicht war. Es war nicht der letzte. Und der war so ziemlich maßgeblich für alle anderen Bond-Filme. Die sind nach ewig nicht an den Erfolg von Goldfinger rausgekommen. Das könnte Sie vielleicht interessieren, 007. Passen Sie auf. Diese Visitenkarte enthält Schaltkreise, die Ihre Uhr in einen Dietrich für digitale Schlösser verwandeln. Ihre Strahlen werden jede digitale Verschlüsselung zerstören. Ziemlich raffiniert. Das war die Geilsau in der Dusche. Ja. Die Frage ist die Karte... Ja, Brauchst du schon eine Schalldämpfer auf der Waffe? habe ich. Aber natürlich... Immer dieses Feedback, dass ich was richtig gemacht habe. Ja, das ist positive Verstärkung. Ich freue mich jetzt auch ehrlich gesagt brutal und am Dienstag dürfte jetzt die Komplettbox kommen auf Blu-ray. Du hast ja vorher schon alle auf DVD gehabt, ne? Ja, aber ich konnte nicht widerstehen. Muss etwas aktuelle Medium sein. Die bestmöglichste Qualität. Das war schön. Das war schön. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was wir machen müssen, aber das finden wir gleich raus. Schnell mal die Geißler befreien, ne? Ja. Ich weiß halt auch nicht, was mich so an Bond fasziniert. Ich meine, die Filme, das sind jetzt keine hochwichtige Filme, ja, wie es auch noch gibt, aber sie machen einfach Spaß.
irgendwie hat jeder Bond-Film irgendwas Ikonisches. Also irgendein Detail, wo der immer bei jedem Film behält. Also. Und jeder Teil ist doch irgendwie anders, ne? Ja. Du merkst halt oft, was ich so bemängel ist, dass es, ich nenne das immer so die mittlere Bond-Phase, da musste alles immer größer und digitaler werden und mit den ganzen Gadgets, das hat dann irgendwann genervt. Ja. In welcher Phase war das? Mit welchem Schauspieler? Das war Ende Connery schon, dann die komplette Roger Moore-Phase. Und die schlimmste Phase überhaupt für mich war die, ja, das kann ich so nicht sagen, die Roger Moore-Phase, die fand ich ziemlich schlimm. Der hat den Bond so ein bisschen lustiger dargestellt. Okay, also konntest du dann nicht mehr ganz anschnemmen und sowas? Eben, ja. Da war noch zu viel Gags eingebaut oder versuchte Gags, die nicht witzig waren und so. Also ich mag die Roger Moore-Zeit überhaupt nicht. Und es waren schon 7 oder 8 Filme, ja. Also. Dann ja schon einiges, ne? Ja. Also man kann es sich auch gucken, aber ist nicht so dasselbe. Dann der Pierce Brosnan, von dem fand ich die Bond-Filme eigentlich auch nicht gut. Da war irgendwie, das war Aschen zu viel. Ah ja, dann gab es noch diese Timothy Dalton-Filme, das waren nur 2 Stück. Und noch ein Connery und vom Roger Moore hat es nochmal so ein anderer gespielt. Das war irgendwie so ein Model oder was. Der hat aber nur einen Bond-Film gespielt. Der war gar nicht mal so schlecht. Zählt aber als einer von der schlechtesten. Okay. Aber wenn man es mal mit ein paar Roger Moore-Filmen vergleicht. Das Timothy Dalton, das war komplett 80er Jahre, da hast du teilweise gemeint, du guckst Miami Vice. Miami, Entschuldigung. Und ja, die Craig-Filme, die finde ich wieder ganz lustig. Außer der zweite, der Bud Spencer. Ja, nee, das war mir echt zu viel Bud Spencer und Terence Hill, die hätten sich schon um der ist um die Ecke gegangen und dann hat er sich gebatscht. Skyfall, da hat mir dann wieder super gefallen. Zumal er ja auch zu dem 50-jährigen Bond-Jubiläum rausgekommen ist. Und ja, der hat halt letztendlich wieder der Bond in diese Sean Connery-Geschichten übergehen lassen. Am Schluss der Film waren es auch wieder im Büro von der ersten Bond-Filme und die Moneypenny gab es wieder, obwohl es auf einmal schwarz dargestellt war. Also, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also Fanservice wieder. Ja, es war totaler Fanservice, aber viele hätten es nicht verstanden. Ich sag mal, die entweder die alte Bonds nicht geguckt hätten oder die einfach für so Details keine Ahnung haben. Und er war halt wieder ziemlich einfach dargestellt, da war nichts mit Gadgets oder sowas. Und der Craig spielt das auch gut, ne? Der spielt im 4. jetzt auch wieder der ja, Bond. Der tut dem so Endstadie-Schiene Verleihe fahren. Was? Ah. Wobei das mit dem Craig, das hätte auch ursprüngliche Trilogie da sollen, ne? Also nur 3. Ja, eine zusammenhängende Geschichte, aber die haben sie dann mit dem zweiten Teil quasi 0815-mäßig abgeschlossen, weil sie es dann doch anders überlegt haben. Okay. Ich hätte auch mal gern gesehen, wie das Woche wäre. Ich fand auch halt den ersten mit dem Craig, den Casino Royale, den fand ich halt richtig super. Casino Royale war geil. Casino Royale fand ich auch spitze. Da haben sie ja den Weltrekord aufgestellt, wo es das Auto überschlagen lassen haben. Was? Ja, das war noch aus Versehen.
Gott, ich glaube, ich sollte lieber weggehen, wenn der da runterkracht. Oh, ein Raketenwerfer. Oder ist das Sniper? Ja, das war ein Raketenwerfer. Wow, 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 wow. Oh Mann. Sehr gute Runde, mal wieder sehr schön abgeschlossen. Ich glaube, wir haben jetzt 3 oder 4 Missionen jetzt in der Runde gespielt. Und ich würde sagen, das war's dann auch bei fast einer Dreiviertelstunde. Leute, danke fürs Zuschauen und freut euch auf den dritten Part dann. Ciao.